Willkommen, wagemutige Zuhörer, in den schattenhaften Hallen der Cineastik, wo das Unheimliche lauert und die Dämmerung nie endet. Heute entführen wir euch in die finstere Welt des Unsterblichen, des Uralten, des Schreckens, Nosferatu. Ein Flüstern der Nacht, ein Schauer im Kerzenschein, ein Meisterwerk des Grauens kehrt zurück, bereit, eure Seelen zu verführen und euer Blut in Wallung zu bringen. Doch seid gewarnt. Hinter jedem Wort könnte das Knirschen alter Zähne lauern, hinter jedem Lachen ein Flügelschlag in der Dunkelheit. Wow, jetzt gibt's ja schon mit denen. Wow. Ja gut, wow, ich bin richtig drin. Ja, du wirst schon erraten haben, um was es halt geht, oder? Ja, ich glaube, ich weiß, warum dass ich heute aufgestanden bin. Hast du sehr schön gemacht. Also, das ist einmal ein Intro. Die Leute werden sich jetzt denken, in was für ein Podcast bin ich da jetzt reingerutscht. Das ist aber nicht das Niveau, was die sonst haben, die Leute da. Was zum Teufel ist da los? Ja, also dann nur mal das normale herzlich willkommen zu Viva la Movilusion. Mein Name ist Corby. Mike habt schon herzlich lachen hören. Ja, servus und Habitäre beieinander. Und wir reden heute über den neuen Film von Robert Eggers, Nosferatu. Wow. Und wir durften das Ganze im Rahmen der Nacht des guten Geschmacks nicht nur sehen, sondern auch anmoderieren. Beziehungsweise es war die Sneak des guten Geschmacks. Wir haben ja das ja in Vilsbiburg auf der großen Leinwand gesehen. Was sagst? Wow. Also, es war wirklich krass. Also, wir haben zuerst schon mal gemeint, wie wir uns unsere Plätze ausgesucht haben, dass wir wegen zu weit vorn sitzen, aber das war genau der richtige Sitzplatz. Also, die komplette Sehfläche ausgefüllt, nur der Film, der Sound dazu, also wirklich ein Erlebnis. Ein Erlebnis. Und ich finde es ja cool, dass wir haben ja gewusst, wo es läuft, aber es war ja eine Sneak und alle anderen haben es nicht gewusst. Aber ich glaube, anhand von dem Auftreten oder dem Kleidungsstil von bestimmten Leuten habe ich mir schon gedacht, die spekulieren jetzt hundertprozentig darauf, dass Nosferatu laufen wird. Genau, alle im Umhang und mit so kleinen weißen spitzen Zähnen. Ja, mit weiß geschminkt und schwarze Augen und tätowiert Bärte. Also da kannst du schon sagen, okay, dieses Klientel will Horror. Ja, sie haben dann gesagt gehabt, sie wünschen sich, dass jetzt Nosferatu kommt und diesen Wunsch haben wir ihnen dann natürlich erfüllt. Natürlich. Davor hat der Mike einer noch ein paar Infos um die Ohren gehauen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob du das für unsere Hörer jetzt auch dabei hast, aber es waren schon ein paar interessante Sachen dabei. Nein, es ist ja das eine Sache, wo ich sage, wenn jetzt die anderen alle das nicht wissen und nicht im Genre so drin sind, ist vielleicht dann doch interessant, wenn man das Remake von einem Film sieht, der 103 Jahre alt ist, also weil der alte Nosferatu ja von 1922 ist. Und ja, das ist Wahnsinn, wenn du dir das überlegst, dieses 103 Jahre, das ist ja so alt wie keine Sau. Und ja, und ein paar so Infos wollte ich die Leute wegen mitgeben, dass wegen was wissen, weil es gibt ja auch noch ein anderes Remake, ein erstes Remake von 1979 von Werner Herzog zum Beispiel. Das wissen bestimmt ganz viele Leute auch nicht. Dann haben wir gedacht, jetzt sagen wir ein bisschen was, weil wir als Podcast haben wir schließlich auch einen Bildungsauftrag und den müssen wir noch kommen. Über den Film von Werner Herzog habe ich übrigens auch schon mal in die Volex gesprochen. Mit Klaus Kinski als Nosferatu. Ja. Ich glaube, ich habe damals fälschlicherweise Dracula gesagt. Das stimmt ja nicht. Es ist ja nicht Dracula. Genau. Das war ja auch die kleine Kontroverse, die es damals gab, um den von 1922 rausgekommenen Nosferatu, weil damals die Rechteinhaber von Dracula gesagt haben, das, was ihr da macht, das ist vielleicht ziemlich nah an unserer Geschichte dran. Ja. Das den Film mal gleich wieder hinter der Wand verstecken. Hat nicht so gut funktioniert. Hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, dass die Zeit auch ein wenig anders war. Dass da bestimmt mit Urheberrecht ein bisschen anders umgegangen worden ist. Und ich meine, sie haben ja auch, das Urteil war ja auch, dass er Plagiat ist, aber es ist irgendwie, der Film gibt's ja trotzdem. Oder wie das dann eben noch ausgegangen ist, keine Ahnung. Auf alle Fälle kriegen wir jetzt alles. Wir haben ein Nosferatu, wir haben ein Dracula, wir haben ein Nosferatu Remake und jetzt dieses zweite Remake von Robert Eggers, das meiner Meinung nach ziemlich cool den Flair einfängt von den vorherigen Filmen, aber total eigene Wege geht.
Ja, beziehungsweise die Ursprungsstory halt nochmal schön ausschmückt. Das hat ja damals der Werner Herzog auch schon gemacht. Aber der Robert Eggers hat halt da eigentlich schon nochmal den notwendigen Schliff drüber laufen lassen, den er ja schon sehr gut beherrscht für so Gruselgeschichten, sage ich jetzt mal, die halt dann auch noch sehr, sehr altertümlich sind, so um diese 1800, 1900 Wende drumherum. Der ganze Film spielt 1863, glaube ich, und erzählt die Geschichte von dem Immobilienmakler Thomas Hutter, der in Deutschland lebt und den Auftrag bekommt, er soll nach Rumänien reisen in ein abgelegenes Schloss und den Graf Orlok die entsprechenden Verkaufsunterlagen vorlegen, weil der ganz gerne bei einem Ort, da in Deutschland, ich weiß nicht mehr genau, wie der Ort heißt, ein anderes Schloss kaufen möchte. Und der will eben nicht, dass das hin und her geschickt wird, oder dass er erst bei der hinkommt und die Unterlagen dann da unterzeichnet, sondern er will schon, dass die sich Mühe geben und der Makler zu ihm ins rumänische Zuhause kommen soll. Der Thomas ist frisch verheiratet mit der Ellen und die Ellen, die sagt halt dann, sie hat da ganz ein schlechtes Gefühl, wenn du da hier reist, bleib doch bitte da. Aber er ist ein echter Mann und sagt sie, jawohl. Das ist mir doch egal, ich lebe ganz und gar für meine Arbeit, alles für die Immobilien. Und das sagt er nicht. Er sagt, er tut es nur für sie. Nicht für die Immobilie. Er ist nicht Held der Arbeit, er macht es nur für sie und ihren Wohlstand. Zum Auftraggeber sagt er schon, er macht das alles für die Arbeit. Das darf ich beim Auftrag meinem Chef auch sagen. Ja, also. Also, der Kandidat sagen, ein echter Deutscher und macht alles für die Arbeit. Genau, und reitet dann von dannen und auf dem Weg dahin merkt er dann schon bei den einheimischen Rumänen, also irgendwie haben die ganz andere Bräuche und die bereiten sie da auf einen ganz anderen Schrecken vor, weil er dann einmal Zeuge wird von einem Ritual, wie einer Leiche ein Pflock durchs Herz gejagt wird. Und ja, man merkt schon, dieser Graf Orlok, der hat ein bisschen was von einem, wie nennt man's? Vampirus. Möchtest du storytechnisch noch weitergehen, bis er im Schloss ist oder irgendwas? Oder haben wir jetzt die Frage ist, ob mir tatsächlich jetzt da die ganze Story erzählen müssen. Nein, für das ist der Film, glaube ich, zu aktuell. Zu aktuell und zum anderen schon so oft verfilmt und es ist schon sehr nah eben an dieser Dracula-Story mit dran. Wir haben ja auch schon über die Dementor das letzte Mal oder vor ein paar Wochen in die Warlex gesprochen, dass ja dann die Reise praktisch erzählt, wie Nosferatu dann da verschifft wird. Es ist auf jeden Fall ein glaube ich, viel wichtigeres Ding, darüber zu reden, wie der Film dann geworden ist, weil da waren wir uns ja auch noch nicht so ganz sicher, ob das vom Robert Eggers jetzt wieder so The Northman wird oder ob er anknüpfen kann an Witch und Lighthouse. Und meiner Meinung nach hat er da wirklich eine sehr, sehr tolle Umsetzung geschaffen von Nosferatu, die mir persönlich viel Spaß gemacht hat. Du warst ja total froh, als du dann mal diesen Graf Orlok gesehen hast, dass der bei Weitem nicht so grintig ausschaut, wie du das vermutet gehabt hast. Also er schaut grintiger aus, als ich vermutet habe, und ich habe befürchtet, dass aus dem Bill Skarsgård einfach nur ein Max Schreck 2.0 machen und den dann einfach auch Glatzen verpassen, spitze Ohren und die Hosenzähne dazu und pinseln ein wenig kasig an. Und so habe ich ein paar Bilder im Internet gesehen. Und da habe ich mir gedacht, leck, das, wenn jetzt wirklich wieder so ist, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so cool ist. Und da ist das genaue Gegenteil eingetreten. Also der Graf Orlok ist in dem Film total grintig, wirkt oberbedrohlich, also nicht so diese elegante Bedrohung, sondern er wirkt wie so ein schon fast so Wikingermäßig. Er ist da mit seinem riesigen Mantel. Die Stimme dazu ist unglaublich bedrohlich und düster. Das, was er sagt, ist unglaublich bedeutungsschwanger. Also diese Figur, dieser Bill Skarsgård, der diesen Graf Orlok spielt, ist Wahnsinn. Das Ausschauen, der Look davon ist super. Sowas hat man jetzt so bei den vorherigen Filmen noch nicht so gesehen. Auch nicht in die anderen Dracula-Filme. Es wird sich schon wieder wie Robert Eggers typisch an authentische
Kleidungsstile und Dialoge und Settings sie orientiert und so auch beim Graf Orlok. Er schaut wirklich aus wie so ein alter, maustot fertiger Rumäne. Ja. Auch mit dem Schnurrbart. Voll dick. Da haben wir ja auch nicht damit gerechnet. Ja. Und wenn es du schon ansprichst, das ganze Setting und was weiß ich, auch die Kostüme, also diese Bildsprache von dem Film allein ist so mega gut, dass der einfach nur visuell gesehen ein Highlight ist. Das ist einer von den absoluten Pluspunkte vom Film. Absolut. Aber jedes Bild ein morbides Gemälde. Einen Screenshot von bestimmte Bilder an die Wand und du hast eine richtig geile Wohnungsdeko. Ich sag nur, eine bestimmte Szene durch den Wald auf dem Weg vom Nicholas Hoult eben zum Grafen auf einer Kreuzung, eben wie man es bei Supernatural schon kennt, dieser Scheideweg an der Kreuzung mitten in einem Wald. Also das ist so schön geschossen. Wahnsinn. Also man kann sie in diesem Film komplett verlieren, in dieser Schönheit für diese grintigen Bilder. Ja. Ich glaube, wir haben noch gar nicht erwähnt, dass der Nicholas Hoult Thomas Hutter spielt. Also für alle, die jetzt gerade sich gedacht haben, was macht denn der in dem Film? Der spielt eben die Hauptfigur, den Thomas. Ja, und es ist kein Sequel zu Renfield, Freunde. Kein Sequel zu Renfield, wie wir mir im Vorfeld wo wir herausgestanden sind, vor dem Kino schon mal irgendwie festgestellt haben. Ja. Ich hab einen Kumpel gefragt, ob er mitkommen möchte und sie Nosferatu anschauen und dann hat er gemeint, nein, ich habe den ersten Teil noch nicht gesehen. Geil, sehr schön. Auf jeden Fall der Cast, du hast ja vorhin schon über Bill Skarsgård geredet, die Ellen Hunter wird gespielt von der Lily Rose Depp, ja, von der Tochter von Johnny Depp, ja. Und die hat da sehr, sehr, sehr toll performt, also ich war wirklich begeistert. Ja. Dann der Aaron Taylor Johnson spielt mit. Den kennen wir alle aus Godzilla oder aus Kick-Ass. Da war er noch ganz jung. Ja. Der den Friedrich Harding spielt. Auch sehr geil, wobei er mir in der zweiten Hälfte besser gefallen hat wie in der ersten. Wenn er dann gebrochen ist, oder? Ja, genau. Ja, das macht er echt gut. Und wen wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist der Willem Dafoe, der von einem Robert Eggers Film einfach nimmer fehlen. Nimmer, ja. Absolut. Und zwar spielt er den Professor Albin Eberhard von Franz. Und wenn der auftaucht, dann hat man das Gefühl, ja, okay, der Mr. Dafoe möchte wieder mal sagen, was er eigentlich für eine Schauspiellegende ist. Und übernimmt eigentlich dann erst einmal alles. Also sobald der irgendwo auftaucht, nimmt der so dermaßen die Szenen für sich ein, dass eigentlich alle anderen nicht mehr viel machen müssen. Und er bringt eine Prise Humor mit. Also es ist nie so Karlauer-mäßig Schenkelklopfer, das darf zum ganzen morbiden Drumherum nicht passen, aber er bringt ein wenig so die Schmunzler mit rein, mit seiner Art und so, das ist echt toll. Und was ich jetzt noch rausgefunden habe, der Willem Dafoe hat ja auch schon mal einen Max Schreck gespielt. In dem Film Shadow of the Vampire war er schon mal der Graf Orlok oder dieser Max Schreck, der den Graf Orlok gespielt hat. Und die Bilder, die ich gesehen habe, den Film leider noch nicht gesehen, aber die Bilder, die ich gesehen habe, schaut mega aus. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich den Film sogar in der Sammlung habe und wahrscheinlich auch schon seit 20 Jahren oder so und habe noch nie angeschaut. Aber jetzt wird es auf jeden Fall Zeit. Boah, cool. Okay. Also ich glaube, dass so ziemlich jeder sich gewünscht hätte, dass er in dieser Neuverfilmung von Nosferatu mitspielt, einfach nur, dass man halt dann da ein Stück für die Ewigkeit dann nur sich als Schauspieler da drin verankern kann, weil ich glaube, dass man aus dem Film lange, lange Zeit zehren wird, weil ich bezweifle, dass dann nur mal so schnell eine neue Nosferatu-Verfilmung entstehen wird, die so detailverliebt und wirklich super umgesetzt worden ist. Jetzt muss ich aber schon auch nochmal vielleicht kurz einmal von einem anderen Blickwinkel da rangehen, weil Cineplex bietet nach den ganzen Sneaks immer die Möglichkeit an, das zu bewerten. Also jeder, der in dem Film war, darf dann eine Schulnote abgeben und
auch wenn wir kurz vermutet haben, dass die Leute vielleicht die Ranking-Skala nicht gecheckt haben, hat der Film wirklich grottenschlecht abgeschnitten in der Masse des Publikums. Weil das Ding, also das sind Schulnoten, die da vergeben werden, wahnsinnig viele Fünferbewertungen bekommen hat. Und ich glaube, das ist halt was für Filmliebhaber oder für Leute, die Independent-Filme, die Kunstfilme, die um das mal wieder zu sagen, Azi-Fazi-Filme mögen. Er hat ein bisschen so einen Outhouse-Touch, ja, das stimmt. Vollgas, dass man sich dann da nicht wirklich abgeholt fühlt. Wenn man nämlich sich denkt, ja okay, Nosferatu, klar, da geht's um einen Vampir und ich möchte jetzt da so Van Helsing-mäßig irgendwelche Action sehen, das passiert da nicht. Das ist aber bei dem ersten Nosferatu und auch bei dem Nosferatu von Werner Herzog nicht passiert. Nein, es ist ein Gothic-Horror-Märchen und kein neuer Bram Stokers Dracula, in dem sich der Dracula dann in einen Werwolf oder in eine riesige Fledermaus verwandelt oder mordsvolle Feldszenen oder so. Es ist schon alles sehr düster, sehr drückend und Action gibt's wirklich so gut wie gar keine. Also da ja, ist gut, dass euch der Corby da ein wenig vorwarnt. Also wir haben uns da wirklich mit so einem kleinen, ja, Märchen zum Tor. Also wirklich, was fürs Auge, was für die Ohren, viel Dialog, aber starke Dialoge, vielleicht machen wir ja wegen viel, aber so, er ist super umgesetzt und er konzentriert sich auf andere Sachen als andere Vampirfilme. Ja, also Märchen, glaube ich, trifft's auch sehr gut. So wie es du gesagt hast. Und der Film hat nichts Positives. Er ist richtig trostlos die ganze Zeit. Es scheint nie die Sonne. Und man kann meinen, wenn der Film losgeht, es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Die Farben sind so entsättigt und der Film spielt so oft dann auch im Dunkeln, dass du wirklich meinen kannst, das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Aber er hat Farben, aber der, wie gesagt, ist so entsättigt, dass er mit manchen Szenen echt meinen kann, das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Zwar bloß das 4:3 Format abgegangen vom The Lighthouse. Und das ist aber auch wieder so geil. Das ist halt das visuelle Tolle an diesem Film, wie das umgesetzt worden ist. Genau dieser Schwarz-Weiß zu Farbeffekt und mit den Dunkelheiten, mit den Silhouetten, die dann da ab und zu auftauchen, eben vom Nosferatu oder von diesem Graf Orlok, wo du dir halt dann auch denkst, boah, schaut das geil aus. Also wirklich super toll. Und also für Filmliebhaber ein absolutes Muss. Für den 0815 Kinogänger, der sich denkt, ja, okay, hoffentlich kommt The Rock da drin vor. Schwierig. Dann schaut sich lieber wirklich an der Renfield an oder diesen, ich glaube, Abigail hat er geheißen, der Vampirfilm, oder? Mit einer Flamme. Oh ja. Dann schaut sich lieber sowas an. Aber wer eben sowas mag, eben wie The Witch, so langsame, aufbauende Geschichten, atmosphärische Sachen, Filme, wo einmal eine Viertelstunde gar nichts geredet wird. Filme, bei dem die Bilder mehr sprechen als die ganze Geschichte, der ist bei Nosferatu auf alle Fälle gut aufgekommen. Der Soundtrack ist mega, der zieht dir auch nochmal so richtig mit rein. Also, ich war begeistert. Mir hat der echt sehr, sehr gut gefallen. Ja, Catherine Newton kann da ja gar nicht mitspielen, weil dann ist ja diese Trostlosigkeit gleich wieder weg. Das stimmt. Jetzt haben wir unsere Tops, Flops und unsere 3 Thesen aussehen. Alles andere ist jetzt gar nicht so viel wissen. Vielleicht haben wir schon ein paar Sachen zweck gesagt mit dem Design eben auch vom Graf Orlok, weil da war ich dann auch überrascht im Kino. Aber deswegen da die sagen, bloß an der Stelle so für unsere Seite eine Empfehlung. Und geht's rein, der Film ist wirklich wert. Ist einmal wirklich ein wenig ein Kontrastprogramm. Und was gibt's denn bitte besser, als zu dieser trüben Jahreszeit so einen trüben Film zum sehen und voll Depri aus dem Kino zum kommen? Das ist nämlich auch so krass, das ist alles auch Hobby, was mir aufgefallen ist. Jetzt mal, wenn du meinst in dem Film, es brennt irgendwo eine Kerzen, es ist ein Lagerfeuer oder es ist irgendwo das Wärmende, das Gute, ist die Szene total negativ. Vielleicht sogar ein bisschen brutal in manchen Stellen oder irgendwie düster inszeniert. Also das ist Licht und Wärme ist in dem Film auch nichts, wo man sagt, das ist etwas, wo es uns gut tut. Ich sag nur diese Beschwörung, in Anführungszeichen Beschwörungsszene da gleich am Anfang, wo ich mir auch gedacht habe, endlich einmal in diesem ganzen Tristen ein bisschen ein Lagerfeuer, ein bisschen ein Licht und dann siehst du diese verstörende Szene und denkst dir, ja gut, dann bitte doch wieder das Entsättigte und Kalte und beim nächsten Mal, wenn wieder Lagerfeuer brennt, dann beim Orlok im
im Thronsaal und so, macht's nicht besser, Freunde. Also Licht und Wärme ist kein Safe Space für unsere Figuren. Also er spielt sehr viel mit den Emotionen auch. Und das muss man am Film mit dem Budget momentan auch zugute halten, dass man sowas nur auf die Leinwand bringt und hoffentlich auch jetzt mit Erfolg an die Kinokassen gekrönt ist. Wow, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich würde gerne anfangen mit Top und Flop. Ja, bitte. Top, zum einen natürlich das ganze Visuelle, da haben wir aber jetzt schon drüber gesprochen. Das ist gigantisch geil an diesem Film. Aber ich will es auch hier nochmal herausstellen, und das ist mein persönliches Top, dieses tolle Schauspiel von der Lily Rose Depp. Absolut. Die habe ich vorher noch nie irgendwo wahrgenommen. Ich habe nicht gewusst, dass der Johnny Depp eine Tochter hat und dass er nur Schauspieler ist. Aber die hat es so unglaublich toll und emotional gespielt. Auch diesen psychischen Zwiespalt, den sie da immer wieder hat in dem Film. Das ist schon fast eine Besessenheit. Das schaut schon fast nach einer Besessenheit aus. Ja, aber wirklich bis zum Schluss ein wirklich ganz, ganz tolles Schauspiel, das den Film von seiner wie soll ich sagen, Stimmung her die ganze Zeit trägt. Also wirklich ganz, 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 ganz toll. Ja, und sie ist ja sehr facettenreich, weil sie macht ja im Film ein paar Wandlungen auch durch und verändert, ihre Figur verändert sie. Und das ist auch sehr authentisch gemacht. Und also von meiner Seite vollstes okay, die macht es super. Echt, ja. Und jetzt mache ich es dir persönlich richtig schwer, weil ich habe nicht nur einen Flop. Wobei Flop ist wirklich das falsche Wort. Es ist Meckern auf hohem Niveau. Okay. Das, was mir am meisten gestört hat, tatsächlich die auch nicht so besetzt oder nicht nochmal so besetzen würde, sondern einfach mit jemand anderen, war diese Emma Corrin, die Anna Harding gespielt, also die Frau von Aaron Taylor Johnson. Ja. Gott, hat die, weiß ich nicht, so wie die Lily Rose Depp geglänzt hat, so schwach war die andere. Mhm. Also das war ja irre, wie schlecht die geschauspielert hat. Und die hat ja ihren Text mehr oder weniger einfach nur so runtergelabert. Das hat mich jetzt gestört. Und das andere, also wie schon gesagt, meckern, das habe ich dann auch nach dem Kino zu dir gesagt, was mir halt dann aufgefallen ist, es ist zwar schon sehr authentisch versucht, in dieses altertümliche Deutschland rein zu versetzen, aber dann geht der Thomas Hutter in den Immobilienmaklerbetrieb und sagt dann irgendwie Sir. Wo ich mir halt dann denke, ja, ich glaube nicht, dass der in Deutschland als Deutscher zu irgendjemandem Sir sagt. Und dann als der Graf Orlok halt dann will, dass er ihn mit einem Adelstitel anspricht und dann sagt, ja, sag zu mir my Lord. Denke mir, weiß ich nicht. In Rumänien, okay, lass es dann vielleicht nur durchgehen, dass er dann das irgendwie auf eben dieser internationalen Ebene mit my Lord haben will, aber dass man dann als Deutscher Sir sagt, wenn sie ihn ja eh schon mit Thomas wirklich betiteln. Nicht Thomas oder so, sondern sie sagen ja Thomas. Fand ich jetzt persönlich ein bisschen doof. Ich glaube, dass das wirklich so ist, weil der Robert Eggers legt da sehr viel Wert drauf. Ich glaube, dass wir in ein paar Wochen Trivia-Facts rausgehaut kriegen und dann stehst du blöd da. Weil dann wissen wir, dass es wirklich so ist. Ich glaube, da hat das Synchronstudio missbaut. Okay. Ich glaube, da kann der Robert Eggers nicht einmal was dafür, sondern das ist halt das Synchronstudio. Okay. Ja. Also mein Top ist, wie gesagt, auch diese ganze Stimmung, die Ausleuchtung, die Bilder, unfassbar. Eine Bootsfahrt durch so einen Kanal mit diesen ganzen steinernen Brücken, mit dem Mondlicht. Im Hintergrund eben diese Burg vom Graf Orlok oder dieses neue Haus, das er da in Deutschland sie kauft. Und also Wahnsinn, wo es hier Liebe und Detail, Verliebtheit in diese Bilder gesteckt worden ist und dass man an Bill Skarsgård in der Rolle als Graf Orlok nicht erkennt. Also ich habe ihn nicht kennt von der ganzen Mimik und Gestik her. Er ist wirklich so krass mit Make-up, mit einem tollen Make-up zugeleistet, dass ich ihn nicht kennt habe. Also beim Pennywise hat man ja noch rausgesehen und so. Und aber da in dem Film, ich war nicht drauf gekommen, dass es ist, wenn ich es nicht im Vorfeld gewusst hätte. Ja, es ist der Bart.
Der Bart macht's ja. Der macht Leute, der stellt Leute Schnauzer. Was ihr beim Aaron Taylor Johnson habe ich auch lange überlegt, ob es jetzt wirklich ist. Ja, der war, also mit Bärte und Backenbärte und Schnurzer, da wird schon rumgefeiert in dem Film. Ja. Mein Flop ist ein paar von den Dialoge. Das war mir in ein paar Szenen zu schwülstig und zu theatralisch ein bisschen. Das war wahrscheinlich in dem alten Nosferatu auch so gewesen, wenn es kein Stummfilm gewesen war. Aber wie gesagt, eben es waren mir ein paar so zu viel schwülstige Dialoge zwischen zwei Leuten, die wir dann eigentlich zu nicht so viel geführt haben, weil das Sachen sind, die im Film eigentlich schon behandelt worden sind und so, wo ich dann auch sage, ja, jetzt macht's einmal weiter, wir wissen, dass ihr zwar Probleme habt oder dass die Situation jetzt beschissen ist und dieses Schwadronieren, ja, war mir ein bisschen lang. Aber sonst ist das, wie gesagt, auch wieder, bin ich bei dir, Nörgeln auf hohem Niveau, weil wirklich hier Meisterliches abgeliefert worden ist. Cool. Und jetzt wird's spannend mit unseren 3 Ts. Ha. Oh, ja. Also, Mike, haben wir in dem Film Titten? Ja. Häkchen. Dann haben wir in dem Film Trompeten. Ja. Eine Mordstrompete. Es wird zwar nicht trompetet, aber es gibt eine Trompete. Da habe ich übrigens gelesen, die Prothese hat Bill Skarsgård als Geschenk gekriegt von Robert Eggers und er hat es tatsächlich bei sich zu Hause dann irgendwo eingerahmt. Habe ich auch gelesen. Ja, habe ich gelesen. Und unser letztes T haben wir mir tote Tiere in dem Film. Ja, haben wir. Also das heißt, Nosferatu kriegt unser Triple Threat Prädikat. Ja. Also voll erfüllt. 3 von 3. Prädikat besonders teig. Besonders teig, ja. Und ich kann es einfach noch mal sagen, für Filmliebhaber ein absolutes Muss. Ja. Für alle, die sie denken, ja, aber wenn da nicht geschossen wird und oder niemand zerfleischt wird oder durchgepfählt mit was hat der Van Helsing da gehabt? Das war Armbrust, oder? Ja, genau. Dann ist das doch total lame. Ja. Dann macht's einen Bogen bitte in dem Film. Na, wie du sagst, dieser Liebhaberfilm, Schweiners für Augen und Ohren. Yes. Dann geht's jetzt ins Kino. Macht's einmal was. Ja. Und wir wünschen euch dann sehr, sehr viel Spaß. Absolut. Und wenn ihr den Film gesehen habt, schreibt uns einmal was drunter. Wird's ihr fandet und dann reden wir drüber. Aber ich hoffe, ihr habt eine gescheite Meinung, nicht dass es falsch ist, weißt du. Gut, in diesem Sinne dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Nosferatu gucken. Wir hören uns beim nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Also der beste Podcast für Rumänien einmal auf jeden Fall. Ja, Graf Orlok gefällt das. Aber hallo. Also, servus und habe Dere. Adieu.